Alles an der Reihe? Klappt ein Ton? Momentchen. Ich geh gucken. Das wäre alles für die Katz. Lo den Ton nicht klappt. Luisteren ich mal. Jetzt seht ihr, hier ist mal das Bild. Ja, an den Ton. Oh, war das da unten da? Ne. Boah, machen wir mal, wie wann den Ton ging gehen. Am schlimmsten Fall. Also eben dann alles für die Katz. Ja, das ist der Videochat Nummer 62. Und das hier funktioniert ein bisschen anders, weil ich schon den Chat ausgeschaltet, sodass kein anderer kann mitmachen. Das, weil ich den Videochat schon viel drin abgeholt habe, ich war nicht ganz zufrieden, waren noch 24 Leute dabei, vielmals merci. Aber ich meine, ich musste ein paar Sachen aber ernst machen und das ist doch mehr klar und besser für euch. Boah, wir sind noch immer auf Welttournee, hä? Und das hier, was seht ihr auf der Foto? Das ist ein Palm, ein Klunsch, das ist mir, Sand, Strand, ein Plage, also wir sind nicht an einer Stadt, wir sind noch nicht auf einem Dorf, wir sind auf einem Strand oder wir sind auf einer Plage. Wo ist die Plage? Wie heißt der? Da weiß nicht, hier steht. Im Momentchen. Ja. Do. De Logo aus. Ja, das heißt Himandu. Und das gehört zum Alif Atoll an den Malediven. Wo sind Malediven? Also heißt Himandu. Wunderbar. Und Malediven, die sind hier. Du. Also nicht zu Lützeburg. Me carrément. Was soll das sein? Ich ging so op de Malediven. Schön ruhig. Kein Stress. Ich brauche eigentlich nicht viel. That's all. Okay. Maar ja, an de Videochat von Haut, also ein Atelier, das Samsten, dann das Kekur. Und normalerweise behandeln ich am Atelier dann Frauen, die immer gestaltet während der Woche. Die ich eben nicht direkt konnte beantworten oder keine Zeit hat für zu beantworten, weil ich mein Programm muss fertig gehen. Ich sie von zwei Schülern, dem Alexandre und dem Liam, dasselbe gefragt gehen, nämlich die Geschichte mit der. Bon, das ist nicht so einfach. Ja? Und, ich kann immer bedauern, dass man kein Online-Grammar haben mit Erklärungen, wo ich das da kann nachgucken. Aber dass ich dann auch noch selber muss recherchieren, links und rechts, wen hat was dazu geschrieben. Und ich meine schon aber zwei flott Artikel fand über Google. Ja. Wie gesagt, das ist alles schuld, dass das nicht regruppiert ist, sondern sind Sachen mir einfach herumfinden.
Lo seht vielleicht den einen oder anderen, ma der machet selber. Ja, hunn ich ja auch immer proposéiert. Mei, wat das geschieht? Meng Kandidature goufen all refuséiert. Meng Projekt sabotéiert. An ich kann schwarz op weiß beweisen. Oh, oh arme Jerome. Tja, wat willst du machen? Der braucht ja just an der Nationalbibliothek oder an den Archiven irgendwo van der Menge Thees, van der Menge Artikeln. Guckt op den Datum. Ausser mir fängt an, Revisionismus zu machen. Aber wie gesagt, da se beschwert an ich weiß auch definitiv nicht alles. Da bin ich froh, wenn ich Aarbechten dazu fannen an haut mat Google geht dat jo mi flott, wann en dann die richchte Schlüsselwörter auch antippt. Fir déich awer Appes wat ich selber prepariert hunn. A mehr geht et Orlo net drëms fir en Exposé, e kompletten Exposé, e wëssenschaftlichen Exposé, wat auch immer dat heescht hautesdags. Iwer Dach der an all segem Méiglechkeeten firzustellen, méi konkret op den Dach der als Partitivartikel oder Partitivpronomen. Weil das etwas, das könnt häufig an RTL, Eldoradio 100,7, Moyen.lu Artikel 4. Und da ging ich immer am nächsten Mal gefragt. Da weiß ich nicht, was weiß ich nicht, fängt man mal am LOD. Ja? LOD ist immer noch die Referenz am Moment. Und wahrscheinlich auch noch ganz lang. Wann der do Dach DER antippt, da gesieht er dann nur der Dachpronomen, Dachpronomen, Dachartikel, Dachpronomen mit D-Majuskul. An die wo Mëgelo interessiert, das den Dachartikel, Singulier weiblich Dativ, der geht doch am Genitiv, an dann natürlich de Pluriel männlich, weiblich, sächlich, Genitiv. Ich sind der Kala Irbisse Saat. Den da interessiert mich. Tun sie einer als Pronomen. Ja, Personalpronomen, nee, das machen wir auch nicht. Ein Reflexivpronomen machen wir auch nicht. Und das da ist dann Täuflichkeitsform, das machen wir auch nicht. Und den anderen, das ist der, den der, ja, da ist auch der Artikel, der mich interessiert. Singulier weiblich Dativ stark. Und dann der Pronomen. Und zwar, Heuniden. Den do. Pluriel, männlich, weiblich, sächlich, Genitiv. Chauffeur der Wirstachschach gies. Voilà. Und dann müssen sie nachher der Relativpronomen, nee, den interessiert mich auch noch nicht. Also das ist kein kompletten Dach der Exposé. Das muss schon viel op. Und dann, das nächste ist dann mein Dokument. Das ist dann hier. Dann gucke ich mal, wie das Ekran ausgesehen. Ja. Ich weiß nicht, ob lo alles so gesagt. Ich meine, dann noch groß. Ja. Also, mehr geht es hier mal den Artikel défini dar, DER, am Dativ, auch nach Komplement d'Objet indirekt, an den Artikel défini accentué der, nennen schon nach Dativ. Also auch am Dativ. Sorry. Also das ist Punkt 1. Nur machen wir den Punkt 2. Punkt 1. Dann seht ihr hier ein Foto. Und da sind 3 Frauen.
an do leit ein Handy. Hallo ass e Kolleg ha niewe ma, de muss eich firstellen, mat dem hun ich en Dialog. An ich froen hien, ich se giel, wem huest du dein Handy gin? Wem huest du dein Handy gin? Donc wem, das ist ein Dativ, aki, huest du hast den Nominativ, huest gin as de Passé Composé, an dein Handy as de Komplement d'Objet direkt, also Akkusativ. À qui as-tu donné ton portable? Whom did you give your cellular phone to? Und dann antwortet hier schon dar fra mein Handy gehen. Dar fra I gave my cellular phone to the woman. Dar fra. Bon, ich mache ein bisschen mehr groß. Da seht ihr da doch. Also, wie musst du dein Handy gehen? Schon dar fra mein Handy gehen. Das Problem ist, wenn hier seht dar fra, da weiß ich nicht, was für eine Frau. Schon dar fra. Ja, da sind da drei. Was für eine? Also froh nicht. Was für eine Frau? Der Frau Hai? Der Frau Hai? Oder der Frau Do? Oder der Frau Do? Was für eine Frau? Wie Donald Trump ging machen. Was für eine Frau? Also, was für eine Frau? Der Frau Hai? Der Frau Do? Oder der Frau? Und das ist ein der, das ist ein Artikel defini accentué. Das ist bald wie ein Demonstrativ. Diese Frau, this one, that one. Und dann einfach hin, schon der Frau, do den Handy gehen, wahrscheinlich weist ihn dann nach dem Empfänger, hey, der Frau, do, und du sagst du den Handy. Schon der Frau, do den Handy gehen. Das ist also die Engfunktion von dar, der. Ja? Dativ, Artikel défini, Dativ, Artikel défini, accentué. Ich meine, LOD nennen sie das die Starkform. Okay, whatever. Und dann kommen wir bei der Punkt 2. Und das ist das, was der Lehrmann den Alexandre interessiert. Das ist den dar oder der als Partitivartikel oder als Partitivpronomen. Ja. Was heißt das? Ich proposeiere mal für dich, dass wir meine Beispiele gucken. Und dann gehen wir gucken, was ich von Dokumenten dazu gefunden. Für was geht der Teil da nicht nächst mir groß? Voilà, los mir groß. Ich kann die Kamera auch auf Zeit setzen. Ne? So wichtig ist das nicht, dass ihr mir schon gesagt. Ah doch, ich muss ja eins zum Empfänger weisen. So, setze ich mich mal hier an den Neck. Da sind ich mir ruhig. Da stehe ich nicht gehen. Hoffentlich. Stell dir die Situation vor, wir sind am Boutique. Okay? Wir sind zu zwei. Und ein Kollege oder eine Freundin oder wen auch immer. Aber wir wohnen nicht zusammen. We don't live together. Und da frage ich ihn, hast du nach Pizza daheim? Und dann antwortet ihn, ja, ich hun danach. Und das ist ein Partitivpronomen. Das heißt, Pizza geht ersat, Substantiv Pizza geht ersat durch Dach. Ein Dach ist eine unbestimmte Quantität. Ich hun danach. I still have some. J'en ai encore. Voilà, j'en ai encore. T'as encore des pizzas? Oui, j'en ai encore. Ich hun danach.
Kannst du aber auch fragen, hast du nach der Pizza? Der Pizza? Do you still have these kind of, oder some of these pizzas? T'en as encore de ceux-là? De celle-là, c'est une pizza. T'en as encore des pizzas comme celle-ci là? T'en as encore celle-là? Hast du nach der Pizza? Da kannst du so, ja, der Pizza habe ich noch. Ja, der, j'en ai encore de ceux-là, de celle-là. Yes, I still have some of these. Oder, da ging ich so, da wird das wäre ja dann ein Partitivartikel. Du kannst aber auch ein Partitivpronomen machen und du sagst einfach, ja, der habe ich noch. Oder schon der noch. Mit der für klar zu sagen, hey, of these, von denen Doten, de celle-là, j'en ai encore. Ja, der habe ich noch. Das ist also mehr präzise. Der habe ich noch. Und da kannst du sogar meiner Meinung nach, da könnte man ja so nicht falsch leiden, kritisieren, manchmal einen anderen Clip. Kannst du nicht. Du hast unendlich viel Platz auf YouTube. Am Moment noch. Ich weiß nicht wie lange. Am Moment kannst du viel packen, wie du willst. Ich kann ihn auch fragen, hast du auch nach Pizza von dieser Marke? Das ist bald dasselbe wie hast du nach der Pizza und du weißt so, das sind die do Pizza von dieser Marke, the Set Marke, of this Mark, seht ihr so am Englischen von dieser Marke. Und da seht ihr, da kannst du am letzten so meiner Meinung nach, ja, der habe ich da auch noch. Du kannst aber auch sagen, ja, der habe ich auch noch. Oder, ja, ich habe der auch noch. Das geht doch. Wir schmengen das da als irgendwie so doppelt gemoppelt. Duplizité Pleonastik, wie ich das an meiner These genannt habe. So, 24 Jahre. Bald 20 Jahre. Ja, der habe ich doch auch noch. De celle-ci, j'en ai encore. Of these, I still have some. Oder einfach, ja, der habe ich auch noch. Ja, ich habe der auch noch. Oder ja, der habe ich da auch noch. Das ist witzig. Mich mengen, das geht. So. Also ist aber vielleicht aufgefallen, dass beim LOD, du stimmt, das wäre Genitiv. Bon. Ich wünsche denen Leid, dass sie auch einkehr Lützeburg Kurre müssen halten, dürfen halten. Aber nicht eine Woche, nicht ein Monat, nicht ein Jahr, 10 Jahre. Aber das ist ein anderes Thema. Kommen wir lo bei Literatur zu dem Thema. Also da mal den Artikel vom Herrn Schane. Ja. Dann haben wir den Artikel von Caroline, 100,7. Dann habe ich einen Artikel aus dem französischen Wikipedia. Und dann habe ich auch noch einen Fund über les anaphores pronominal. Und zum Schluss will ich noch ein bisschen über Homonymie schwätzen. Also ich kopiere schon mal für den Artikel vom Herrn Schanen an den Chat. Ich hoffe, das geht. Bon. Und da gucken wir, und da noch dann den vom 100,7. So. Voilà. Oh, ich gehe sparen ein bisschen Platz. Ja, guck mal, als ein Artikel vom Herrn Schanen. Herr Schane war mein Direktor der Recherche von meiner These. An jeder eine Rubrik am Lützeburger Land gehabt oder hatten sie noch, ich weiß es nicht. Und zwar
die heescht Zoom op d'Sproch an Datei ass an der Zeitung Lützebauer Land vom 13. November 2015 an sein Artikel heescht Chauffeur der Wippacher GS. Ja? Also ha ging so net fir e partitiv Artikel. J'en ai mangé 4 de ces saucissons. Of these sausages I ate 4. I ate 4 of them. Chauffeur der Wippacher GS. An da wollte ich awer lo lewer op de Strand mech bisssen ze hëllen. Ech wollte ënnen net de ganzen Artikel firlesen, obwohlen ganz interessant ass immens gut opgebaut, könnt ihr alles no gucken. Aber ich wollte euch für allem diese Passage firlesen. Und zwar, voilà, hi. Et ass net unwichtig nach enkeier dorop hinzuweisen, dat de Partitivpronom engerseits e schon der oder dach schon gies, j'en ai déjà mangé, of de cela, I've already eaten some of these. Me do wese net wat, do steht do Pronom, wese net wat. Dat hängt von der Information auf, die ihr für Druck huet. Pizzen, Wippecher, Saucissen, was auch immer. An de Partitivartikel einerseits, den am Fong nach ein Demonstrativ ist. Ja, ein Chauffeur der Wippecher GS, hier schwätzt man davon Partitivartikel, weil man ja hier drunten nach den Numm hun. J'ai mangé 4 de ces saucissons-là. Of these sausages, I've eaten 4 of them. Ja, also, das ist nicht unwichtig, darauf hinzuweisen, dass der Partitivpronom einerseits an der Partitivartikel einerseits syntaktisch und semantisch müssen Unterschied gehen. Das ist impressionant, da müssen wir da einmal da machen, für allem syntaktisch. Partitivartikel, Partitivpronom. Und da gucken wir uns an, was dazu am Artikel am 100,7, den ich ja schon kopiert habe, ja, steht. Den als, ich weiß nicht ganz von Anfang, ja. Der Partitiv, das ist die Linguistin Caroline Dömer vom ZLS. Und wir hatten ja schon mal hier zusammen geschafft, also Audiodateien, eng Audiodatei vorgespielt. So ganz interessante Rubrike, könnt ihr ruhig gucken, um 100,7. An hat geht du ob die Sache an mam Genitiv zum Schluss. Doch gëtt vorgestalt, a wo as se lo de Lien zum Genitiv, du hast jo gesot, dat geiert irgendwéi dozo. An der Schreibdatei oder hat seht, weil sich die Partitivfunktion am Lützeburgischen aber extrem gefestigt huet, an die aner Funktionen quasi all verlorengegangen sind, als Beschreibung als Partitiv méi präzis als sie mischt manner durchnehen. Et wie historisch korrekt in Demonstrativpronomen am Genitiv. Historisch, donc d'un point de vue historique, on peut parler d'un pronom démonstratif au Genitiv. Das aber aus der Gebrauchsperspektive, also so wie wir es am Moment benutzen, comment on l'utilise pour l'instant, as we use it right now, von haut schwierig an engem Satz wie ma bringen Dach nach mat, nous t'en apportons-en, ja, we bring you some of them, wir bringen danach mat, den Dach, den Dach, als Genitiv zu kategorisieren, weil mat bringen so gesehen auch kein Genitiv-Objet unholen kann, eben. Das ist ein Akkusativ. Me, whatever.
dat ass natierlech lo interessant. Me an enger Perspektiv vum Lützeburgschen als Friemspruch ass dat vielleicht bëssen zuviel komplex fir do Bemol dann awer vun engem Genitiv zu schwätzen oder dems ma ëmmer nees quasi an all de Bicher iwwerall stoen hun hai bal ke Genitiv méi. Ça prête à confusion. War so neich méi weiter oder zo schon erst dat do gewisse ganz interessant. Eierlech si froh, dat ich die Informationoune fand hun. Schon natürlich wesentlich méi froh van dat egentwo regroupéiert ging stoen an ich net überall muss sicher an hunnech Nachtchance dass dat haut mat Google geht fréier weißt du dann deich woche lang an der Nationalbibliothek oder an den Archiven am gang. Aber was so kein Lust immer nimmen ze gelen. So interessant ass awer och dann ha dëse Lien aus dem franzésche Wikipedia wat son als Franséichfrëndern dozo. Sie schwätzen do vu Pronom adverbio. Ja, da könnt ihr dat schon ugucken. Ich mein Kamera kurz aus, net dats der erst bei der Lektür do steiert egentzwei. Voilà. Also schon erst auch den Link an den Chat gemacht. An bei einen as le pronom en remplace la préposition de. Il peut avoir les fonctions de complément d'objet direct. Je t'ai déjà donné beaucoup d'argent. Je t'en ai déjà beaucoup donné. Schon der scho viel sue ginn, schon dir dach scho viel ginn. Schon dir da scho viel ginn. Der huet dat also auch am Franzéschen. Am Englische wäre dann I gave you already lots of money. Und dann da gingen sie so ein I gave you already lots of it. Und das ist eben die Funktion Anaphorik, die dann noch nach der Mat spielt. Und dazu nicht diesen Artikel fand mir da ging da ganz viel ganz beleefdes Sujet an der Linguistik. Le fonctionnement des unités anaphoriques da schwätzen sie dann von les lois de Pronominalisation. Und den Chomsky ënnerscheet tschent Anaphor lié e Anaphor libre. Corbelin huet do vun geschwaart, Milner huet dat preziséiert. Sie ënnerscheden do wat schreiben so. L'anaphore libre, insensible aux contraintes du sujet et des phrases, ressorti au discours, le discours excédant selon lui les limites de la phrase, tandis que l'anaphore lié, dépendante des contraintes citées, ressorti exclusivement à la phrase. Ja, dat hängt dann davon auf, wo da die Information hier kriegt. Ob da die Information lo aus dem Satz kriegt oder aus dem Diskurs, aus dem Text. De Gérard Genette hat doch darüber auch etwas gemacht. Bah. Klammer zo, Jerome. Wo hab's da gemäß? Wochen dich, Dauerzeit. Junge. Super. Ja, also das war die Todesgeschichte. Und dann der letzte Punkt, über den ich noch wollte etwas sagen, das ist die Sache mit der funktioniert mein Chat, ja. Homonymie. Was ist das denn? Homonym? Das ist ein Wort, das selbst das. Par la prononciation, dann nennen die den Homophon, oder par la graphie, dann ist es ein Homograph. So, it's a word that has the same pronunciation and or the same spelling. Und am Französischen oder do zum Beispiel, wo ist da noch am Beispiel? Homonym, das ist homophon, aber ohne dieselbe Schreibweise. Wer. Das ist alles ein anderes Wort mit dieselbe ausgeschwärt. Der hat aber auch
wat den Homophonograph nennt. An déi Weder sinn interessant. Dat heecht die hunn dieselwecht Aussproch an dieselwecht Schreibweis. Même Prononciation, même Orthograph, same spelling and same pronunciation. Beispiel am Franzéschen: La ferme du village, il ferme la porte. Dat ass zweemal genee datselwecht. An dat ass genee, wat mech lo hai am Lëtzebuerchen interesséiert, a wat méger Menung no och immens vill zu Komplikationune féiert, well mär hunn dat Phänomen och bei eis. Homonymie. Beispiel: Wie geht et dir? Dativ. Comment ça va toi? How are you? Wo wohnt ihr? Où habitez-vous? Where do you live? If you ask several people. Wo wohnt ihr? Dat heescht, mir hunn hai phonetisch an orthografisch genee datselwecht Wurt, méi total ënnerschiedlech Bedeutunge Funktionen. Ja. Wie fën den dat lo? Wie fën den raus, wat bedeit duch de Kontext mechtens duch de Kontext. An hai ass et wo wohnt dir, wann dat lo eng Persoun wär, da wäret wo wohnst du? Ja. Dann och d'Konjugaison vum Verb, die hëlleft natierlech och so Detailer. Ein annert Beispiel wär: Ich wees net, ob dat stimmt, ob OB. Je sais pas si c'est vrai, I don't know if it's true. Sein Numm steht op der Dir. Son nom est marqué sur la porte. His name is on the door. Op. An gëtt mat B geschriwe, wenn's dem Deitschen op. Ja, so ënnerscheede man dat. Könnt Dir dat, wann ich klift machen? Dat das können Dir vom Verb können. Can you do this, please? Pouvez-vous, s'il vous plaît, faire ça? Könnt hat och, est-ce qu'elle vient aussi? Does she also come? Dat das Verb kommen. Also och hai könnt, méi total aner Bedeutung. An méger Menung no, opgrund vun de Froen, die der stellt, mengen ich, dats der hai och an der Fall vun der Homonymie hängt. Dat heecht, die verwieselt e Schëlle vun der Fra net méi, der, das ist dann den Dativ. Je ne porte plus secours à cette femme. I don't help this woman anymore. An schon der Pizza nach, wat jo dann ein Partitivartikel ass. J'ai encore des pizzas de cette sorte, de cette marque. Schon der Pizza nach. Oder schon der nach, wat dann e Partitivpronomen ass. J'en ai encore de celle-là. Wie gesot, dat das lo ke kompletten Exposé, ech wees, da gëtt et nach méi dozou ze soen. Beispiel ders. Es. Ja. Ech hunn dat lo mal hai probéiert ze resümieren. Fürn allem eben an denen 2 Funktionen als Artikel défini accentué an eben als Partitivartikel oder Partitivpronomen. Merci dene Leiit, die ma do bei gehollef hunn. An dat ass dann natierlech nach enkeier wéisedacks den Herr Schanen François an Madame Caroline Dömer. Voilà. Das ist ein Artikel von Herrn Schanen. Und das ist ein Artikel von der Madame Dömer. Ma ja se net. Huet den eng froh, das gehen do, kann ken eng froh stellen.
Ich kann mich erinnern, am Chat da waren Leute die geschrieben, das war so schrecklich, das mein Gehirn explodiert, hat er geschrieben. Und ich soll das nach 2, 3 Mal erklären. Wir können effektiv auch dazu dann ein Exerzice machen, wenn ihr das interessiert. Mit das viel Arbeit. Und ich weiß auch nicht alles. Kann mal sehen, dass ich einen Fehler mache und dann geht er nur, guck da hier mal an. Kann ja nicht. Du kannst es, also, was soll ich mich abreden? Ja, wie gesagt, merci für die Hilfe. Und dann, was wollte ich da noch nachweisen? Ja, ich hatte noch einen Artikel gemacht mit dem Gruppe für Drohnen. Da weiß ich nicht, den Artikel, der das dann hi. RTL.delu. Ich setze den hi an den Chat. Voilà. National Lockdown. Manch bisschen wie groß. Sans-abri leide vill ënner der Corona-Kris. Strossengelen hëllefen. An ha oder schon ëm den Dach. An dat ass dann en Artikel defini, non accentué, weiblech, dativ. Beaucoup de sans-abri souffrent sous la crise Corona. Et les anges de la rue, Strossengelen hëllefen. The angels of the street, they help. Because lots of sans-abri, homeless people, they suffer from the Corona crisis. A sans-abri, dat ass e Franséischt Wuert, an Franzose schreiwen nun emol ganz gre Buchstaben, die se net ausschwätzen. Dat heescht mé hun de Plurial dro gehangen, sans-abrien, den enfäll de wäch, an da gëtt dat der vu jiet vu engem sans-abrise gelees. Nee, sans-abrie. Sans-abrie leide villen at der Corona-Kris. Für sie an diesen Zeiten zu unterstützen, hilft die Association Strossengelen, zum Beispiel Krise warmt Essen. Alors, donner pas chaud, Hotmeal, Gedrinks, Kleider, Clothes. Für die Sans-Abri ist die Corona-Krise eine schwere Zeit. Sie kriegen nämlich Männer Spenden von den Passanten. Ils reçoivent moins de dons, less donations. Ja, sie Männer leider an der Straße, forcément kriegen sie dann auch Männer suchen. Für sie an diesen Zeiten zu unterstützen, hilft die Association Strossengelen, zum Beispiel Krise erwärmt Essen, Gedränks, Kleider. Stunge schon enke am Artikel. Besonders Sans-Abri leiden am meisten in der Corona-Krise. In hat anderem, weil sie während dem Lockdown wenig Spende kruten, eben geht Nummer 2 geschrieben. Kruten, c'est recevoir, am imparfait, they received less donations, moins de dons, weil eben Männer leider in der Stadt waren. Strossenengelen hëllefen durchschreiben sie Strossenengelen, les anges des rues, the angels of the streets. Strossenengelen hëllefen hinne während dieser schwieriger Zeit, mat enger warmer Mohlzecht, hat Mehl, Gedränks, do wennst könnt d'Association mat engem Wohn, they go to the people with a car, by car, ils y vont avec une voiture. Engem Wohn bei Leiit. Du nieft hëlleft der SPL de Sans-Abri en dat andere mat Kleder decken a Schong. Decken se die Couverture, Blankets. Grad wie sie a verschiedene Strukturen vom Staat s'orientéieren. Donc ils orientent les gens, les sans-abri, dans des structures diverses de l'État. So they help them to find the right administrative structures of the government, of the state. D'association gëtt vu 15 Benevole gefouert, so 15 volunteers are working for this association. 15 Benevole gère cette association, they manage. Oversëlle fir méchens eng 8 Benevoler an der Staat, fir dëse Service während der Corona-Krise kënnen ze assuréieren, krut d'Assoziatioun eng Autorisaoun vun der Police. Also sie schaffen noch ze summe mat der Police. Am Durchschnitt ginn eng 30 Sans-Abri mat enger Mohlzecht versuercht, so une trentaine de Sans-Abri reçoivent un repas
about 30 homeless people get such a meal. Sie freuen sich op das Unterstützung Support. Für die Benevole als Sans-Abrien nach besser zu protegieren, gëlle streng Sicherheits- an Hygieensmesuren. Ënnert andere mussssen Benevole eng Mask an Händchen unhun. Gëtt lo an engem Wort geschrieben. Donc ils doivent porter des masques et des gants. They have to wear masks and gloves. An e Sicherheitsaufstand anhalen. Respect une distance de sécurité. So they have to respect a distance. D'Assoziatioun Strossenengelen gouf 2018 gegrünnt an ass weiterhin op Spenden ugewiesen. Donc ils ont besoin de ces eux aussi ils ont besoin de ces dons, les Strossenengelen. So they also need donations so they can keep up their good work. Voilà. Den eng froh. Ich weiß nicht mehr, den einen oder anderen hat eng froh, wat de Vokabulär belangt. Mich mengen schon den awer lo agebaut. Sorry, wie gesagt, ich wollte den Videochat nach enke machen. Nicht, weil Kommentare nicht gut waren, mehr weil ich dat mam Partitivartikel a Partitivpronomen nicht a bisse falsch, vielleicht nicht so gut vorgestellt hun. Voilà, Dir liebe Leute, wie lang sind wir lo am Gang? 41 Minuten. Moi, also den 17. ass dann Sondenowen um 21 Auer wëlech dann och nees Videochat halen. Mister. Oppassen. Ja. Im Moment entscheidet, wann ich schläft. Ja, ich setze mich an den Eck. Das ist besser. Do. Ja, und dann mache ich da drum so, wir sind nicht an meinem Eck. Ja. Wie gesagt, der 17. also heute Abend ist dann um 21 Uhr in diesem Videochat, der Nummer 63. Ich weiß noch nicht genau, was das da wird gehen. Ein Atelier auch schaffen, also nicht mein Buch. Und dann die nächste Woche ist dann ein normal Videochat, mein Buch, mein Programm von 9 Uhr und also immer 21 Uhr. Ich probiere in 1 Stunde. Hätte ich das vergessen. Das hatte ich noch bei den anderen noch gewesen. Meine Internetseite exercice.lu funktioniert nicht. Da war ein Problem, Learning Apps hat eine Mise à jour gemacht. Aber der könnte Exercice alors alt spielen. Oder trainieren. Sind da so viele entre-temps. Mit den Pronomen, ja, ich muss mal da etwas überlegen. Das ist sicher auch etwas für euch heute dabei. Ich baue da weiter aus. Ich hoffe, dass andere Enseignants mal helfen. Wenn nicht, also Learning Apps ist so einfach. Jutveré kann da ausschaffen. Das ist kein Problem. Voilà. Hauptsache, der hat Material für zu trainieren. Mehr kann ich noch nicht machen. Da sage ich euch vielmals merci für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr eine Frage habt, dann könnt ihr auch immer eine Mail schicken. Der findet mich auf YouTube, der findet mich auf Facebook. Auch einfach Google sicher. Und dann wünsche ich euch all Gutes an dieser unmöglicher Zeit. Das ist wirklich nicht flott. Aber bon, was willst du machen? Voilà. Dann bis hoffentlich der nächste Videochat. Au revoir.